Meine Sarah ist ein kleiner Morgenmuffel. Sie geniesst es aber am Morgen noch im warmen Bett zu bleiben. Aber heute muss sie aus den Federn. Schon gleich kommt der Schreiner zu uns. Ich will mal schauen, ob ich sie wecken kann. Sarah, aufstehen! Was? Schon? Ich habe dir doch gestern gesagt, dass heute der Schreiner kommt. Und wieso muss ich denn wegen dem aufstehen? Damit du dann angelegt bist und nicht noch im Pyjama im Haus rumkumpelst. Gefällt dir das im Handwerker nicht? Nein, mir gefällt das nicht. Komm jetzt aus den Federn. Was kommt denn eigentlich für einen Handwerker? Der Schreiner kommt. Der Schreiner, gell, der macht eine neue Garderobe. Ja, der baut bei uns im Gang eine schöne Garderobe ein. Das wird dir gefallen. Eine Garderobe? Gell, das sind so Häken, zum Kleider drauf zu hängen. Ja, so ungefähr. Es gibt aber ganz eine schöne Garderobe, die sogar noch einen Spiegel dabei hat. Und das macht alles der Schreiner. Ich habe gemeint, das macht das Möbelgeschäft. Ja, im Möbelgeschäft kannst du so Sachen schon kaufen. Aber wir haben lange gesucht und nichts gefunden, was uns überzeugt hat. Und so haben wir halt so eine Kleidergarderobe machen. Und die passt dann genau in unseren Gang. Das sollte sein, weil es ist eine Massarbeit. Das ist zwar teurer, aber es ist dafür ein Einzelstück und wird genau so hergestellt, wie wir es hier an diesem Ort brauchen. Der Schreiner kommt. Jetzt aber ab ins Bad. Nimm deine Kleider gerade mit zum Anlegen. Ja, ja. Guten Morgen, Herr Thüring. Guten Morgen, Frau Wittmann. Da wäre ich also mit Ihrem Möbelstück. Es muss nur noch eingepasst und montiert werden. Okay, dann lasse ich ihn machen. Wunderbar. Ich muss zuerst noch schnell das Material reintragen. Wenn es recht ist, lasse ich die Tür so lange offen. Oh, das muss ich gesehen haben. Hey, das gibt ja eine Riesensache. Das Schreinerauto ist ja voll Holzplatten. Will der das alles in unsere Wohnung einbauen? Der weiss schon, was er macht. So, da bin ich wieder. Ist das alles für unsere Garderobe? Genau, das wird heute alles verbaut. Das für uns aber nicht auch noch. Doch, das auch. So viele Bretter. Weisst, es sieht nur nach viel aus. Es hat einen Kasten zum Schuhe versorgen, ein paar Schubladen für Händchen oder deine Kappe, einen Spiegel und grosse, stabile Seitenwände, eine Kleiderstange und eine Hutablage. Eine Hutablage gehört zu einer Garderobe wie ein Dach zu einem Haus. Bei uns hat aber niemand Hüte da. Das ist doch Verschwendung. Ach, könnt ihr sonst etwas anderes drauflegen, zum Beispiel Schuhe? Nein, wir legen den grossen Koffer drauf. Dann können wir den einfach nur abnehmen, wenn wir in die Ferien gehen.